Genossenschaft. Jetzt war der Post nicht auf, doch willst du ruhig und sicher wohnen, bist du hier nicht in der Bunne, meiner mit, wie man sich noch leisten kann. In der Genossenschaft, da bist du glücklich dran. In der Genossenschaft, jetzt war der Post nicht auf, doch willst du ruhig und sicher wohnen, bist du hier nicht in der Bunne, keiner mit, wie man sich noch leisten kann. In der Genossenschaft, da bist du glücklich dran. In der Genossenschaft, da bist du glücklich dran. Herzlich willkommen, Ludwig Sebus. Also ich muss schon sagen, wie ich hier reingekommen bin, ich war wirklich überrascht. Alles so offene, freundliche Menschen, wie ich sonst nur in Ossendorf so finde. Und dann wird dann auch noch die Käse Möhn. Da wird dann Frauen, die nehmen die Käse und in der großen Kirche, da hat dann die so Kabäuschen für sich. Und da kommen dann die Lücken, ich weiß zu meiner Kinderzeit, für eine Grosche kriegst du 3 Flämmchen. Das waren die Kleinen, die man absetzen dort. Und die Käsemöns, das waren eigentlich die hatten viel Kontakt mit der Hellige, weißt du. Ja. Romanisch-Kölsche Kirche stand, es sind 12 die Meerzelle. Zum Himmel sind 12 Brücken stand, ja sind die Stadt uns Köln. Zum Himmel sind 12 Brücken stand, ja sind die Stadt uns Köln. Und lieber Bernd, dich habe ich erkannt, ich war mal in der Mailänder Scala, du bist ja auch öfters aufgetreten, ja. Ich weiß, wir hatten ein gemeinsames Erlebnis, der meiner war so nämlich, da trat eine junge Dame auf, das heißt, jung war ein bisschen zu viel gesagt, sie war im reiferen Alter ungefähr ein halbes Jahr jünger als ich. Aber sie war noch nicht auch sehr groß, sie ging dir bis zu, naja, irgendwie bis dahin, ja. Bis dahin. Aber sie war dafür auch ziemlich breit, denn sie hatte erklärt, wenn ich schon eine gute Stimme habe und wenn ich auch schon die Intelligenz habe, dann brauche ich nicht unbedingt schmal zu sein. Das war da. Jedenfalls, sie sang dann das schöne Liedchen mit ihrem Format, wenn ich ein Vöglein wäre. Und da rief einer aus dem Saal und ich eine Flinte hätte. Da kommt zum Beispiel für gestern eine Reporterin, so ein Mädchen von der Zeitung, und sagt, sagen Sie mal, Herr Sebus, wie kommt es eigentlich, dass Sie so alt geworden sind? Da sage ich in erster Linie, dass ich noch nicht gestorben bin. Ja, ja. Und so eine schöne Familie, festgehört Familie Krah, der kommt sich der kleine Fick der Onkel ein betrag. Sag Onkel ein, was ist das, du ne Menschenfresser wirst? Der Kannibal, wenn du dich nur von den Verwandten näherst.
das war dem Heinz so viel. Auf ging es mit Gebrüll, och Verwandte, das sind Menschen, jeder muss das doch verstanden. Ja, man freut sich, wenn sie kommen und ist glücklich, wenn sie jan. Och Verwandte, was ist das hier sind so? Menschen, Der reinste jeder muss Schwupsel, das doch sind doch kein verstehen. Verwandte. Weißt du, Ja, was man das freut ist? sich, Gerade wenn sie sind- kommen und ist glücklich, wenn sie jan. Von der Schäfers Nas, ne, ja. Unser großer Freizeitphilosoph, der hätte uns gesagt, du kannst den Fott noch so schön anmalen, wie du willst, es wird nie Gesicht dort raus. Uns kölsche Ziel, die kann uns keiner nehmen. Die hätt der Herr, die mit uns gelacht. Und wer die Söhne muss bis zum Hetze klemmen, denn da allein, da liegt der Schatz verwahrt. Da-da-dam, bam, ba, uns kölsche Ziel, die kann uns keiner nehmen. Die hätt der Herr, die wird uns gelacht. Und wer diese muss bis zum Hetze klemmen, denn nur allein da liegt der Schatz verwahrt. Denn doch Ludwig, du hast ein bewegtes Leben hinter dir. Was hast du aber als Berufsausbildung? Bist du eigentlich Industriekaufmann? Ist das richtig? Also ich hatte fast laufend, obwohl ja also viele meinen, ich hätte nur als Kätzchensänger fungiert und Lieder geschrieben und gesungen. Ich habe immer einen sogenannten zivilen Beruf gut ausgeübt, bis zu meinem 65. Lebensjahr. Weil ich habe den Standpunkt, wenn einer Leistung bringt, gut ist, dann brauchst du nicht neidisch zu werden, missionsisch zu werden. Der hat seinen Erfolg, der steht da, oder die Gruppe steht da. Die haben einen Zulauf, dann sind sie also doch gut. Und in diesem Respekt eben vor der Leistung habe ich immer eine Ehrlichkeit empfunden, nie irgendwie zu sagen, ach, das ist alles Trist, das war früher viel anders oder war viel besser oder alles. Ich habe, wenn ich sehe, dass eine Leistung dahinter stand, sie immer akzeptiert, mit voller Ehrlichkeit. Und vielleicht ist das auch, weshalb so auch heute auf zu Casala sind oder Catbillot oder Höhner und Blackfuß, das ist selbstverständlich der Räuber. Hier kannst du jeder Einzelne noch anschauen, oder süß, wie er reagiert und wie er dann, welches Biss er hat und so. Welche schönen Zähne er mitbringt, welche und alles. Du hast doch auch die Ehrenbürgerwürde der Stadt Köln abgelehnt. Ja. Ja, das ist, glaube ich, die gleiche Geschichte. Du willst nicht als Heiliger betrachtet werden. Also, ja, also ich meine, wenn ich jetzt weiß, wer alles Ehrenbürger war, da war dann der Konrad Adenauer und der Frenkensohn, weiß der Teufel, der Heinrich Böll. Was habe ich in der Clique zu suchen? Aber es geht in jedem Mensch, wenn du so alt bist wie ich, dann hast du die Erfahrung. Fast in jedem Mensch ruht irgendein Talent, was über das normale Maß rausgeht. Beim einen kannst du es singen, beim anderen kannst du es hören, beim anderen kannst du noch es lesen, ja, beim anderen kannst du vielleicht rutschen. Aber dann kam ich 45, hatten uns die Amerikaner abgeschoben am Russ hin. Da kam ich dann da
in russischer Gefangenschaft. Und ich muss sagen, ich hatte dann erst 1,5 Jahre war ich in einem Zwangslager, nur weil ich ausgeknüpft war. Und dann kam ich wieder, und er war jung, und da denke ich, jetzt hätte das Heim an. Und da komme ich dann immer noch mit dem, wir wussten nicht, kommen wir noch ins Heim. Die hatten uns keine Zahl genannt oder eine Ziffer genannt, wenn wir ins Heim kommen. Wisst ihr, was das furchtbar ist? Wenn du nie weißt, ob du heimkommst. Und du siehst dann jeden Tag, dass andere wieder sterben, ohne dass es irgendwie einen Grund hat. Und ich weiß, einen Kamerad, der mir zu verdanken hat, dass ich nachher ein bisschen in die Theatergruppe, in die Kulturgruppe kam, der ist dann auch aus Wesseling gewesen. Und dem Mutter habe ich dann noch gesagt, wie gestorben ist und dass der Dude ist. Und die Frau hat dann gesagt, Gott sei Dank, dass ich weiß, dass der Dude ist, die Ungewissheit, immer nur vermisst zu sein. Und der Glaube, der könnte uns wieder, der macht mich fertig. Und wir müssen uns immer bewusst sein, wenn du in einer Diktatur lebst, kann es in dem einen Punkt vielleicht eine Erleichterung geben. Aber wenn du nie mit die Schnüsse abmachen darfst, du wirst beobachtet, du weißt vom Ding am besten Freund nicht, verrät er dich oder verrät er dich nicht. Und wenn du dann nicht weißt, dass du irgendwie als Mensch noch Geltung hast, das ist furchtbar. Und deshalb ist, so schlecht es Sinn macht, die Demokratie immer noch die beste Lebensform, die ich kenne. Ja, aber Autogramm darf man daher noch von dir haben. Im Ja, Buch, oder? also mal Selfies machen wir. Ja. Autogrammkarten habe ich da keine mehr. Ja, stehe Geld zur Verfügung. Ja. Ich darf mich wieder setzen. Ich darf mich vielmals bedanken bei euch. Ihr wart mir sehr, sehr angenehm im Zuhören. Es spricht für eure gute Erziehung und auch für einen gewissen Bildungsstand. Vielen Dank. Lieber Ludwig, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Du bleibst noch ein bisschen zum... Das ist schön. Ruf mich jetzt an, ich werde hier sicherlich noch gerade toll. Alfredo ist, Dinge Mailbox voll. Ja,